Ich möchte Ihnen heute so ein bisschen was aus meiner eigenen Forschung vorstellen, die sich unter anderem auch mit Steuerhinterziehung beschäftigt. Der Herr Engmann hat es schon gesagt, ich bin eigentlich Verhaltensökonomin. Was ist das? Mich interessieren insbesondere alle Bereiche, wo die Psychologie, die psychologischen Prozesse in wirtschaftliches Handeln einfließen. Und man kann sich vorstellen, dass es natürlich im Bereich auch von Steuerhinterziehung oder ganz allgemein, wie ich Ihnen gleich präsentieren werde, im Bereich von sogenannten sozialen Dilemmas besonders eine große Rolle spielt. Aber bevor ich sozusagen genau in das Thema einsteige, und ich bin keine Steuerexpertin, also ich habe zwar dazu gearbeitet, aber ich bin keine Steuerrechtsexpertin. Wie gesagt, mich interessieren die psychologischen Prinzipien, die dahinter stecken, ob man denn nun Steuern hinterzieht oder nicht. Und was mich im Besonderen interessiert, ist, wie kann man den Personen dazu bringen, vielleicht Steuern zu zahlen. Ich werde Ihnen das anhand einer konkreten Studie, anhand von der Hinterziehung von Rundfunkgebühren präsentieren. Das ist natürlich eine sehr limitierte Studie, aber die Erkenntnisse daraus lassen sich auch für andere Bereiche übertragen. Bevor ich jetzt direkt in diese Studie einsteige, möchte ich Sie mitnehmen auf ein kleines Gedankenspiel, auf ein kleines Gedankenexperiment. Und zwar stellen Sie sich Folgendes vor. Sie haben ein Budget von 100 Euro. Ja, und Sie können nun jetzt 40 Euro von diesem Budget in einen Gemeinschaftstopf einzahlen. Ebenso wie alle anderen Anwesenden hier. Ja, was hat es nun mit diesem Gemeinschaftstopf auf sich? Die Summe in dem Gemeinschaftstopf wird verdoppelt, nehmen wir nun an. Und danach wird der Topf wieder an alle Anwesenden gleich aufgeteilt. So, was hat es mit diesem Beispiel auf sich? Ich möchte Sie dadurch ein bisschen in das ökonomische Denken generell einführen. Warum gibt es denn Steuern? Was hat es denn für einen Sinn? Die Frage, die sich uns stellt in diesem kleinen Gedankenexperiment: Würden Sie jetzt in diesen Gemeinschaftstopf einzahlen? Ja, Sie würden das machen, sehr gut. Vielleicht überlegt sich jeder so ein bisschen, naja, was habe ich davon, wenn ich da einzahle? Was haben alle anderen davon? Wollen wir uns das mal kurz überlegen. Und zwar, nehmen wir zunächst einmal eine kleine Gruppe an, 4 Personen, ja, damit wir es überschaubar machen. So, wenn jetzt man in dieser Gruppe von 4 Personen 1 Euro in den Topf legt, dann bekommt jeder von seinen eigenen Euro 50 Cent zurück. Warum? Also jeder legt 1 Euro rein, oder eine Person legt 1 Euro rein, und dieser Euro wird verdoppelt und durch alle 4 wieder aufgeteilt. Das heißt, jeder Euro, den ich reinlege, gibt mir selbst wieder 50 Cent zurück. Aber er gibt ja auch allen anderen 50 Cent zurück. Das heißt, wenn alle anderen ebenfalls 1 Euro in diesen Topf legen, bekommt man ebenfalls von jedem anderen Euro 50 Cent zurück. Ja, wenn das jetzt 3 andere Personen ebenso machen, dann bekomme ich von diesen 3 anderen Euros, die reingelegt werden, 1,50 Euro selber zurück. Ja? Das heißt, es gibt gewissermaßen hier einen Effizienzgewinn, sagen wir dazu, wenn wir eben alle in diesen Gemeinschaftstopf einzahlen. Sie sehen schon, das geht so in die Richtung von Steuern, die wir bezahlen, damit gewisse Güter eben finanziert werden können, zum Beispiel die Straßenbeleuchtung oder überhaupt die Infrastruktur. So, nun stellen wir uns als Ökonomen mal prinzipiell die Frage, was würde denn ein ökonomisch denkender Mensch, der sogenannte Homo economicus, tun? Der Homo economicus ist so ein Menschenbild in der Wirtschaftswissenschaft, das die Annahme hat, dass jeder seinen eigenen Geldnutzen, sagen wir dazu, maximieren möchte. Was würde also ein Homo economicus tun? Nun, überlegen wir uns das mal. Wir teilen jetzt alle Menschen in 2 Gruppen ganz einfach auf. Ja? Also ganz simpel. Wir sagen, es gibt Kooperative, die zahlen die gesamten 40 Euro ein, die sie zur Verfügung haben. Und es gibt die Egoisten, ja? Die zahlen 0 Euro ein. So, was passiert nun, wenn wir jetzt 4 Kooperative in der Gruppe haben, keinen Egoisten? Dann ist der Topf 160 Euro schwer. Und diese 160 Euro werden verdoppelt, kommen 320 raus, und dann teilen wir diese 320 Euro wieder auf durch 4. Ja, das bedeutet, jeder hat noch 60 in seinem privaten Budget
und kriegt dann 80 aus diesem Topf zurück, also 140 Euro. So, das ist der Fall, wenn alle kooperativ sind und alle einzahlen. Was passiert nun, wenn jetzt ein Egoist dabei ist? Gehen wir das Zahlenbeispiel durch. Wir haben jetzt 3 Kooperative, die 40 Euro einzahlen und einen Egoisten, der nichts einzahlt. So, was sind denn nun die Topfgrößen? Der Topf ist 120 Euro schwer. Wir verdoppeln das wieder auf 240. Und was kriegen dann die Kooperativen und was kriegt der Egoist? Die Kooperativen haben noch 60 in ihrem privaten Budget und kriegen 240 durch 4, also 60 aus diesem Topf. Und der Egoist hat noch 100 Euro in seinem privaten Budget und kriegt ebenfalls 60 aus dem Topf. Und wir sehen, die 160 sind mehr als die 120. Das heißt, der Egoist natürlich profitiert davon, nichts einbezahlt zu haben, aber von allen anderen Geld zu bekommen. Oder aus dem Topf, den alle anderen eingezahlt haben. Und dasselbe kann man jetzt sich überlegen für 2 Kooperative, 2 Egoisten und so weiter. Ich zeige Ihnen gleich noch eine Übersicht, aber im Endeffekt, wenn alle beispielsweise Egoisten sind, dann hat halt jeder seine 100 Euro. Und wir sehen, wenn alle Egoisten sind, hat jeder 100 Euro am Ende. Wenn alle kooperativ sind, dann hat jeder am Ende 140 Euro. Das heißt, wenn alle kooperativ sind, profitieren alle davon. Wenn man egoistisch ist, dann hat die Gemeinschaft als solches auch nichts davon. So, jetzt kommen wir zurück zu der Frage, was würde denn jetzt ein Homo economicus tun? Nun, wir sehen das jetzt anhand dieser Grafik nochmal, diese Auszahlungen. Also das ist jetzt die Auszahlung hier und hier habe ich die Anzahl der Egoisten. Wenn ich 0 Egoisten in der Gruppe habe, also 4 kooperative Personen, dann kriegt jeder 140. Sobald ein Egoist dabei ist, kriegen die Kooperativen Nummer 120 und der Egoist kriegt 160. Und das sehen wir für alle möglichen Anzahlen an Egoisten. Ja? Wir sehen immer, dass die Egoisten mehr bekommen als die Kooperativen. Also ist die Frage relativ einfach beantwortet, was ein Homo economicus tun würde. Er würde egoistisch handeln und sozusagen in jedem Fall einfach immer nichts einzahlen und davon profitieren, was die anderen eingezahlt haben, und sein Ertrag, seine Auszahlung wäre dadurch am höchsten. Ja, die Gesamtsumme der Auszahlungen ist aber dann am höchsten, wenn alle kooperativ sind. Ja, wenn wir das 140 mal 4 Personen, dann kommt da 560 raus, und wenn wir beispielsweise hier rechnen, 3 mal 120 sind 360 und die 160 draus sind 540. Ja, das heißt, in Summe werden also alle besser gestellt, wenn alle kooperieren und alle einzahlen. Und so eine Struktur beschreibt nichts anderes als, was ich zu Beginn erwähnt habe, nämlich ein soziales Dilemma. Warum ist es ein soziales Dilemma? Weil das individuelle Interesse und das kollektive, das gemeinschaftliche Interesse im Konflikt miteinander stehen. Gut, wir sehen aber, wenn alle zusammenhelfen würden, hätten wir in Summe also das beste Ergebnis für alle. Das heißt, wie kommt man aus so einem sozialen Dilemma raus? Wir müssen sozusagen dieses Trittbrettfahrerproblem lösen. Das Trittbrettfahrerproblem, haben Sie vielleicht schon gehört, ist ein Begriff, der umschreibt nichts anderes als das, was ich Ihnen hier jetzt gezeigt habe anhand dieses Beispiels. Jeder stellt sich besser, wenn er von den anderen profitiert, aber selbst nichts beiträgt in den Gemeinschaftstopf. Und solche Trittbrettfahrerprobleme haben wir natürlich überall dort, wo es um öffentliche Güter geht, die beispielsweise durch Steuern finanziert werden sollen. Also Beispiel Straßenbeleuchtung, jeder profitiert davon, wenn Straßenbeleuchtung bereitgestellt wird als Gut, aber keiner möchte eigentlich dafür zahlen, sondern es wären lieber die anderen zahlen dafür. Ja, dann kann er davon profitieren, hat aber selbst keine Kosten. Sie können das jetzt auf alle möglichen Güter umlegen, auf öffentliche Verkehrsmittel beispielsweise, auf öffentliche Rundfunkprogramme und so weiter. Also da gibt es einfach eine Vielzahl an Anwendungsbeispielen. Nun, was ist die Lösung für so ein Trittbrettfahrerproblem, für so ein soziales Dilemma? Da ist die Antwort relativ einfach, wir haben rechtliche Normen dafür. Ja, das heißt, wir haben Gesetze, die uns vorschreiben, wir müssen einzahlen in diesen Topf, damit alle eben davon profitieren können. Gut, nun haben wir also diese rechtlichen Normen und jetzt stellen wir uns die Frage, naja, halten sich denn alle Menschen an diese rechtlichen Normen? Und genauer gesagt, unter welchen Voraussetzungen halten sich Menschen denn
wirtschaftliche Denken, dann ist die Antwort einfach die, man hält sich dann an Gesetze, wenn die Kosten einer Gesetzesübertretung höher sind als der Nutzen, den man davon hat. Ja. Gehen wir zum Beispiel der Steuerhinterziehung. Was wäre denn der Nutzen von Steuerhinterziehung? Na klar, die gesparten Steuern oder Gebühren, die man eben nicht zahlt. Und was sind jetzt die Kosten der Gesetzesübertretung? Naja, das sind die erwarteten Strafen, die ich zahlen muss. Wann zahle ich die? Wenn ich entdeckt werde. Das heißt, es muss so etwas wie eine Entdeckungswahrscheinlichkeit geben. Und die gemeinsam mit der Höhe der Strafe bestimmt dann meine Kosten, meine erwarteten Kosten, wenn ich eben Steuern hinterziehe. Ja, und der Homo economicus würde jetzt einfach sagen, ich gucke mir an in einer bestimmten Situation, beispielsweise besteuern, was ist denn die Strafe, die drauf steht? Wie hoch ist denn die Entdeckungswahrscheinlichkeit? Wie kann ich das abschätzen? Und was ist denn noch meine erwartete Strafe? Und dagegen frage ich eben ab, was spare ich mir an Steuern? Und wenn diese Bilanz positiv ist, dann werde ich natürlich Steuern hinterziehen. Ja, die Frage ist nun, wenn der Homo economicus so denkt, und es gibt ja anders, also die Fälle in letzter Zeit geben ja anders zu denken, dass es durchaus verbreitet ist, so eine Denkweise, dann ist die Frage, wie kann eine Gesellschaft Rechtsnormen durchsetzen? Also an welchen Schrauben müssen wir denn drehen, damit sich alle an die Gesetze halten? Und da ist es auch ganz klar, da gibt es eine klare Antwort aus ökonomischer Sicht, wir müssen also eine Abschreckungspolitik verfolgen. Ich gehe zurück auf den Ökonom Gary Becker, der das schon gesagt hat, wo es ganz klar ist, wenn wir jetzt die Strafen hochdrehen und wenn wir die Entdeckungswahrscheinlichkeit hochdrehen, dann ist es für alle sehr kostenintensiv, Steuern zu hinterziehen, also will das keiner machen. Das heißt, wir müssen Gesetzesübertretungen zuerst einmal entdecken und wir müssen sie bestrafen. Das ist relativ trivial, aber in der Praxis nicht so einfach. Denn wir können zwar die Strafen sehr hochschrauben, aber Gesetzesübertretungen zu entdecken, kostet sehr viel. Ja, wir brauchen sehr viel Kontrollen, wir haben teilweise diese Kontrollen auch nicht oder diese Möglichkeiten, das zu entdecken nicht, also ist es in der Praxis gar nicht so einfach. Das heißt, diese Abschreckungspolitik ist teuer und erfordert ziemlich viel Anstrengung von Seiten der Behörden. Nun gibt es aber, vielleicht glücklicherweise auch, eine etwas andere Beobachtung in der Realität. Nämlich wir haben häufig Gesetze, wo keine hohen Strafen draufstehen und wo auch die Entdeckungswahrscheinlichkeit gering ist und trotzdem halten sich viele Menschen daran. Ja? Denken Sie zum Beispiel daran, Müll im Wald abzuladen. Ja? Das macht eigentlich kaum jemand, ja? Obwohl die Entdeckungswahrscheinlichkeit vielleicht gering ist und die Strafen vielleicht auch nicht allzu abschreckend hoch sind. Trotzdem halten sich viele Menschen an das Gesetz, dass man das nicht tun darf. Oder eben auch, denken Sie an die rote Ampel mitten in der Nacht. Ja? Der Großteil der Autofahrer bleibt trotzdem stehen, auch wenn man weiß, man wird jetzt ziemlich sicher nicht entdeckt, es entsteht auch kein Schaden. Und insofern ist es also nicht wirklich abschreckend, die gesetzliche Lage. Das heißt, wir haben einerseits die Beobachtung, dass wir sozusagen Abschreckungspolitik brauchen, aber auf der anderen Seite auch die Beobachtung, dass wir häufig milde Gesetze haben, wo sich die Menschen daran halten, obwohl es geringe Strafen und eine geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit gibt. Und das ist nun die Frage, warum halten sich denn Menschen an solche milden Gesetze? Wilson, möchte ich dieses Zitat noch, das ist ein Ökonom auch, der dieses Zitat geprägt hat, und das ist sehr prägnant für die ökonomische Denkweise, der sagt, ja, eigentlich brauchen wir nicht eine Erklärung dafür, warum so viele Menschen kriminell sind, ja, weil das können wir erklären dadurch, dass vielleicht die Abschreckung nicht hoch genug ist, sondern eigentlich brauchen wir eine Erklärung dafür, warum sich so viele Menschen an Gesetze halten. Ja. Die Frage ist, warum halten sich Menschen an solchen milden Gesetzen? Und da kommen ganz klar psychologische und soziale Motive in dieses Gedankenkonstrukt. Also beispielsweise sowas wie eine Bürgerpflicht, sich an Gesetze zu halten und die Moral, die dahinter steckt. Aber auch sowas wie soziale Normen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Moral und sozialer Norm? Das ist ein sehr feiner Unterschied. Eine soziale Norm ist etwas, das sich eben aus den allgemeinen Regeln der Gesellschaft, die jeder akzeptiert, ergibt. Und wie erhalten sich diese Regeln, wie entstehen die und warum bleiben die bestehen? Weil es sowas wie soziale Sanktionen gibt. Ja? Denken Sie an den
Schwarzfahrer im Bus, ja, wenn der erwischt wird, dann muss der damit rechnen, dass der von allen anderen missbilligend angeschaut wird. Ja. Das heißt, es gibt sowas auch wie soziale Sanktionen, wenn sich jemand nicht an Gesetze hält. Und es gibt sowas, das nennen wir also in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung konditionale Kooperation. Das heißt, Personen sind offenbar geneigt, kooperativ zu sein, wenn sie wissen, dass es andere auch sind. Ja, dann hat es auch einen Sinn, aber sie müssen auch wissen, dass andere ebenfalls bereit sind, zum Beispiel Steuern zu bezahlen. Gut, das sind also drei mögliche soziale Motive, die auch eine Rolle spielen, in der Entscheidung eben sich an Gesetze zu halten oder eben Steuern zu bezahlen. Und unsere Forschungsfrage, der wir nachgegangen sind, ist nun, kann man jetzt basierend auf solchen sozialen Motiven Strategien ableiten, um mehr gesetzeskonformes Verhalten zu bekommen. Einfach mit dem Hintergedanken, dass wir Abschreckungspolitik zwar anwenden können, aber es in vielen Fällen eben nicht möglich ist oder es eben sehr viel kostet. Und wenn wir jetzt alternative Strategien entwickeln könnten, auf solchen sozialen Motiven beruhend, dann wären das natürlich gute Nachrichten. Ja, dann könnten wir uns also vieles ersparen. Gut, unsere Forschungsfrage war also, können wir solche Strategien entwickeln und vor allem, wie effektiv sind diese Strategien im Vergleich zur Abschreckungspolitik? Wie haben wir das jetzt umgesetzt? Ich habe Ihnen schon gesagt, es ist sehr schwierig, Steuerdaten natürlich zu bekommen oder über Steuerehrlichkeit Daten zu bekommen, aber wir hatten die Gelegenheit, mit der Behörde in Österreich zusammenzuarbeiten, die Rundfunkgebühren einbringt. Das heißt, wir haben, ich sage Ihnen gleich Details dazu, in einem groß angelegten Feldexperiment verschiedene Strategien zur Förderung der Ehrlichkeit bei der Bezahlung von Rundfunkgebühren getestet. Und eben der Vollständigkeit halber, dieses Forschungsprojekt kommt natürlich nicht von mir alleine, da helfen typischerweise noch viele Forscher zusammen. In dem Fall waren das zwei Kollegen aus Österreich, Fritz Ausgruber und Christian Traxler, und wir haben das bereits veröffentlicht. Gut, warum nun Rundfunkgebühren? Zunächst einmal sind Rundfunkgebühren auch eine gesetzliche Grundlage und sind eigentlich Steuern gleichgestellt. Es gibt also eine Pflicht, sie zu bezahlen, es stehen auch Strafen darauf und es gibt eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, wenn man es nicht tut. Es ist allerdings ein mildes Gesetz und genau so ein Gesetz wollen wir uns anschauen. Es gibt relativ geringe Strafen drauf und die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist nicht besonders gut. Und der Vorteil, warum wir das gewählt haben, ist, dass man bei Steuerhinterziehung eben sehr schwer messen kann, wer hinterzieht, wie viel wird hinterzogen, da ist die Dunkelziffer sehr hoch, während bei Rundfunkgebühren man es ganz klar sagen kann. Ja, man weiß ungefähr, wie viele Menschen im TV oder Radio besitzen und dass jeder sozusagen dann auch angemeldet sein muss. Also insofern können wir das sehr gut und unverzerrt messen, was denn wirklich die Ehrlichkeit hier ist. Und wir haben eben die Gelegenheit, mit der Gebühreninfoservice, mit der Behörde, die in Österreich diese Rundfunkgebühren einhebt, also das ist gleich mit der GEZ in Deutschland, zu kooperieren. Gut, so jetzt habe ich Ihnen zuerst einmal ein paar Motive genannt, ein paar soziale Motive, warum man denn sich an Gesetze hält. Also können wir jetzt aus diesen Motiven möglicherweise Strategien ableiten, um die Rechtsdurchsetzung zu fördern. Das wären denn mögliche Strategien. Zunächst einmal ganz klar die Abschreckungspolitik. Das wäre so etwas wie, dass man Menschen eben die rechtlichen Konsequenzen androht, wenn sie sich nicht anmelden. Das heißt, in unserem Fall, wie Sie werden es dann auch gleich sehen, das Entdeckungsrisiko zu betonen, weil die Strafen sind eigentlich jedem klar. Die zweite Möglichkeit wäre, dass man an die Moral der Menschen appelliert und sie daran erinnert, dass es eine moralische Verpflichtung gibt, sich an Gesetze zu halten. Und der dritte große Strang, den man verfolgen kann, wäre, dass man versucht, diese sozialen Normen sozusagen klar zu machen. Wie kann man das tun? Indem man Personen mitteilt, wie viel andere beispielsweise ehrlich ihre Gebühren zahlen. Ja, das heißt, soziale Information dazu legen, damit man Informationen darüber hat, wie ehrlich sind die anderen. Warum soll die soziale Information wirken oder warum könnte es wirken? Ich habe schon gesagt, es gibt so etwas wie bedingte Kooperation, also man kooperiert, wenn es andere auch tun.
Und es gibt auch aus der Literatur, das kennt man aus der sozialpsychologischen und auch aus der ökonomischen Literatur, den sogenannten Effekt des zerbrochenen Fensters. Ja? Ich werde Ihnen das gleich kurz erklären, was das bedeutet. Stellen Sie sich vor, in einem Gebäude ist ein Fenster zerbrochen. Ja? Man sieht das, geht da dran vorbei. Und man merkt über die Zeit, dieses Fenster wird nicht mehr repariert, also das wird nicht ausgetauscht. Was heißt das dann? Das Ganze ist eigentlich ein Signal dafür, dass sich niemand darum kümmert, dass dieses Fenster zerbrochen ist. Also offenbar kümmert sich niemand darum, dass da jemand irgendwie Schaden angerichtet hat. Und das ist ein Signal dafür, dass es eigentlich niemanden stört und es keine Konsequenzen dafür gibt, offensichtlich. Also das heißt, dieses zerbrochene Fenster ist ein Signal dafür, dass es eigentlich gut ist, Gesetze zu brechen. Ja? Und das ist auch ein Signal dafür, dass offenbar die soziale Norm nicht sehr hoch ist. Ja? Vielleicht wird das Ganze etwas klarer, wenn man das so in Bezug auf Abfall wegwerfen erklärt. Also beispielsweise, wenn Sie in einen Park gehen und da liegt überall Abfall rum, so auf der Wiese, ja? Dann wird man vielleicht eher achtsam auch sein eigenes Kaugummipapier da dazu werfen. Während wenn man in einem Park ist, wo alles sehr schön ist und alles aufgeräumt und völlig sauber, dann wird man das nicht tun. Ja, weil es einfach ein Signal, das was man beobachtet, ein Signal dafür ist, wie stark ist die soziale Norm. Genau, und diesen Effekt machen wir uns zunutze und sagen, wenn wir soziale Informationen darbringen, darüber wie ehrlich die anderen sind, dann ist das eben ein Zeichen für die soziale Norm und ein Zeichen auch für die Durchsetzungsstärke der Behörden gleichzeitig. Gut, ein paar Fakten zu den Rundfunkgebühren in Österreich. Das ist ja ähnlich wie in Deutschland. Wir wissen aus dem Mietprozensus, dass 99% der österreichischen Haushalte Radio oder TV besitzen. Und das sind Selbstberichte. Ja, das heißt, möglicherweise noch etwas höher. Die Gebühren sind im Jahr etwa 250 €, zumindest zu der Zeit, wo wir das durchgeführt haben. Und wir haben genau hier ein typisches soziales Dilemma. Jeder kann Programme empfangen, auch wenn er nicht dafür bezahlt. Das heißt, so ein typisches soziales Dilemma. Die Strafen sind bis zu 2.180 €. Und wie ist die Ausgangslage? Also 2005, als wir diese Studie begonnen haben, waren 3,4 Millionen Haushalte angemeldet. Ja, wir hatten ihre Rundfunkempfangsgeräte gemeldet und das waren 94% der Haushalte. Ja, also da gab es auch dieses System, dass pro Haushalt eine Anmeldung erfolgen muss. Egal wie viele TV- und Radiogeräte man hat. Die Behörde, die das einhält, ist die GIS, Gebühreninformationsservice, und nur so ein bisschen als Abschätzung der sozusagen Menge, um die es hier geht, der Beträge. Ungefähr nimmt die GIS pro Jahr 650 Millionen € ein, das entspricht 0,26%. Gut, wie ist die Situation generell, wie kann man sich denn anmelden oder wie bekommt denn die GIS ihre Anmeldungen für Rundfunkgebühren? Zunächst einmal ganz klar über freiwillige Registrierung, da gibt es Formulare in der Post oder auf Gemeindeämtern und man kann sich auch im Callcenter registrieren. Dann gibt es die Schiene mit den Kontrolloren, also das heißt, die Mitarbeiter besuchen Haushalte, so wie die GZ auch, und erwischt dann eben Personen oder nicht. Und was ganz wichtig ist und was ebenfalls genauso läuft wie in Deutschland, es gibt Briefe an Zielhaushalte. Ja, was sind denn Zielhaushalte? Zielhaushalte sind welche, die in der Meldedatenbank registriert sind, aber wo es keine Anmeldung für Radio oder TV gibt. Und diese Zielhaushalte erhalten Briefe, wo ein Anschreiben drinnen steckt, ein Informationsblatt mit rechtlichen Details und eine frankierte Rückantwort. Und in dieser frankierten Rückantwort kann man eben angeben, dass man sich neu anmelden möchte, dass man bereits gemeldet ist oder dass man kein Radio- oder TV-Gerät besitzt. So, und jetzt habe ich vergessen zu sagen, wenn Sie Fragen haben, ja, zum Verständnis oder generell zum Ablauf oder Kommentare, dann unterbrechen Sie mich auch gerne jederzeit. Ja. Also, damit wir alle auf demselben Kenntnisstand sind. Diese Briefe an die Zielhaushalte ist genau das, wo wir ansetzen. Ja. Wir versuchen jetzt über diese Briefe an die Zielhaushalte verschiedene Aspekte der rechtlichen Durchsetzung zu betonen und schauen uns dann die Reaktion an in Bezug auf eben, wie viele melden sich an. Also, wir variieren diesen Brieftext und untersuchen
die Auswirkung auf die Anmelderaten und dann auf verschiedene andere Variablen auch. Also die Zeitdauer, bis man sich anmeldet, ob man TV oder Radio anmeldet und so weiter. Und ein paar Ergebnisse dazu möchte ich Ihnen dann präsentieren. Also, was waren jetzt unsere Dimensionen? Nochmal zur Wiederholung. Wir hatten in einem Brieftext eine rechtliche Drohung. Das bedeutet, dass wir die möglichen Konsequenzen des Schwarzsehens betont haben, die rechtlichen Konsequenzen. Wir hatten eine Dimension soziale Information. Da haben wir eben die Tatsache betont, dass eben schon 94% aller Haushalte auf ihre Geräte angemeldet haben. Und wir hatten einen Brieftext, wo wir den moralischen Appell in den Vordergrund gestellt haben, um eben die Norm sich anzumelden, zu aktivieren. Und zusätzlich haben wir das kombiniert in 3 Dimensionen. Da gebe ich Ihnen nur kurz den Überblick, damit Sie dann auch die Ergebnisse einordnen können. Wir haben also insgesamt 6 verschiedene Briefe ausgeschickt. Ja? Jeder Haushalt hat nur einen bestimmten Brief erhalten. Entweder war das der Standardbrief, der schon immer verwendet wurde, oder es war eben ein Standardbrief mit Drohung, ein Brief mit dieser sozialen Information, mit Moral, und dann haben wir noch diese beiden Dinge kombiniert. Das spielt aber wenig keine Rolle. Und dann haben wir noch eine weitere Gruppe sozusagen an Haushalten einfach zur Seite, die Adresse zur Seite genommen und keinen Brief geschickt, um generell mal zu wissen, ob der Brief als solcher, einfach die Tatsache, dass man da auf dem Schirm der Behörden ist, einen Effekt hat. So, wie sah jetzt dieser Standardbrief aus? Ja, das sieht ein bisschen anders aus als in Deutschland. Vielleicht haben Sie auch noch nie einen erhalten. Ich möchte es ganz kurz nur durchgehen und dann die einzelnen Elemente, die wir eingebaut haben, Ihnen zeigen. Sie hören Radio, Sie sehen fern. Sehr geehrter Herr XY. Sie hören Radio, Sie sehen fern. Dann kennen Sie die vielfältigen Programme, die Ihnen der ORF täglich bietet. Diese Leistungen kosten Geld. Aufgabe der GIS-Gebühren-Infoservice ist es, dafür zu sorgen, dass alle Konsumenten von Radio und Fernsehen Gebühren zahlen. Denn sobald man ein Rundfunkempfangsgerät besitzt, sind Gebühren zu bezahlen. Und dann geht es eigentlich in einem sehr freundlichen Ton weiter. Unter Ihrer Anschrift finden wir keine Meldung von Rundfunkempfangsgeräten in unserer Datenbank. Das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht ist uns ein Fehler in der Datenverwaltung unterlaufen und wir dürfen Sie bereits zu unseren Kunden zählen. In diesem Fall bitten wir schon jetzt um Entschuldigung. Vielleicht haben sich Ihre Kundendaten geändert, etwa durch Übersiedlung oder Namensänderung, und unsere EDV kann Ihre Daten nicht zuordnen. Vielleicht haben Sie keine Rundfunkempfangseinrichtungen unter dieser Adresse und sind daher auch nicht meldepflichtig. Vielleicht haben Sie aber einfach nur vergessen, Ihre Geräte anzumelden. Also das ist schon ein recht freundlicher Ton, wo man auch die Möglichkeit annimmt, dass man einfach vergessen hat. Wir sind vom Gesetz wegen verpflichtet nachzufragen und bitten Sie deshalb, unsere Fragen zu beantworten. In jedem Fall, auch wenn Sie bereits Kunde sind. Das wird dann später noch wichtig. Eine Rückantwort ist auf der Rückseite dieses Schreibens vorbereitet. Bitte füllen Sie diese aus und schicken Sie den Bogen innerhalb von 14 Tagen im Antwortkuvert an uns zurück. Das ist der Standardbrief, den wir auch ausgeschickt haben an eine bestimmte Gruppe. Wie haben wir jetzt diesen Standardbrief modifiziert? Und da kommen jetzt unsere 3 verschiedenen Botschaften hinein. Zunächst einmal die Drohung. Da war der Anfang gleich bis zum Ende, was ich Ihnen jetzt vorgelesen habe. Und zusätzlich gab es diesen Text hier, ich lese ihn kurz vor. Sollten Sie auf dieses Schreiben nicht reagieren, wird Sie demnächst ein Mitarbeiter der GIS kontaktieren, um eine persönliche Auskunft zu erhalten. Verweigern Sie diese oder besteht der begründete Verdacht, dass Sie eine falsche Antwort erteilt haben, hat die GIS eine Überprüfung der Gebührenpflicht seitens der zuständigen Bundesverwaltungsbehörde zu veranlassen. Bedenken Sie bitte, dass Ihnen in diesem Fall rechtliche Konsequenzen sowie erhebliche finanzielle Kosten entstehen können. Also wir betonen hier, dass wenn man nicht antwortet, kommt ein Mitarbeiter der GIS, das war dann auch der Fall, und das sollte eigentlich diese Entdeckungswahrscheinlichkeit sozusagen erhöhen, also das heißt die Wahrnehmung, dass man eben leicht entdeckt werden kann. Das war also die rechtliche Drohung. In einem anderen Brieftext haben wir hier in der Mitte eingefügt, also wieder der Standardtext, und in der Mitte haben wir eingefügt, wissen Sie übrigens, dass beinahe alle Bürger dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen? Es sind 94%, also eine überwältigende Mehrheit aller Haushalte, die ihre Rundfunkempfangsgeräte gemeldet haben. Also das ist die soziale Information, die darauf abzielt, klar zu machen, dass Halte sich sehr regiert haben. Und der moralische Appell, der war in einem Satz am Anfang zu lesen: Wer seine Rundfunkempfangsgeräte
Empfangsgeräte nicht gewissenhaft anmeldet, verstößt nicht nur gegen ein Gesetz, sondern schadet auch allen ehrlichen Haushalten. Anmelden ist also auch eine Frage der Fairness. Das war also der moralische Appell. Ganz kurz zum Verständnis, diese farbige Markierung war natürlich nicht drin. Nein, die war nicht drin, die ist jetzt nur, um es sichtbar zu machen, damit ich den Text finde, den ich vorlesen muss. Genau, die farbige Markierung. Gibt es sonst noch Fragen? Gut. Wie haben wir das durchgeführt? Wir hatten insgesamt fast 50.000 Adressen von potenziellen Hinterziehern, also Zielhaushalten. Das heißt, Haushalte, die in der Meldedatenbank waren, wo es aber keine Anmeldung für das TV- oder Radiogerät gab. Wir haben davon ca. 2.500 Adressen zur Seite gelegt und keinen Brief geschickt, um zu sehen, was ist denn die natürliche Anmelderate ohne Brief. Die Briefe, die wir geschickt haben, haben wir zufällig auf diese 6 verschiedene Gruppen aufgeteilt. Ja. Einige waren nicht zustellbar, somit haben wir eine Stichprobengröße insgesamt von 41.000 Briefen und können dann eben die Anmeldungen messen. Wichtig ist, dass wir alles andere konstant gehalten haben in dieser Zeit. Also die Werbung war dieselbe wie sonst, die Besuche der Kontrolleure und so weiter. Ja. Diese 2.500 Briefe erhalten. Ja. Haben die irgendwie was mitbekommen, dass da was läuft? Nein, das denke ich nicht. Also man weiß natürlich, so wie man das in Deutschland auch weiß, dass es sowas wie Rundfunkgebühren gibt, dass man die zahlen muss und dass möglicherweise da auch irgendwann mal Briefe kommen. Ja? Vielleicht hat man schon mal einen bekommen, aber sozusagen, wir haben das eben in dieser bestimmten Zeit, wo wir die Briefe ausgeschickt haben, haben wir an diese, die hätten sonst einen Brief bekommen von der GIS, aber die haben wir extra eben rausgelassen. Das heißt, sie wissen so viel, wie jeder durchschnittliche Haushalt weiß, dass man nämlich Gebühren zahlen muss, aber haben keinen Hinweis bekommen, dass sie jetzt eigentlich am Schirm der Behörde sind. Ja. Sie wissen nicht, ob die reagieren. Wir können daraus sehen, das EDV-System der GIS ist nämlich sehr akkurat und das hat erlaubt, sozusagen Anmeldungen, die spontan kamen, zum Beispiel über das Callcenter, genau zuzuordnen, ob die Person einen Brief bekommen hat oder ob sie zum Beispiel in der Gruppe war, die keinen Brief erhalten hat. Also diese Zuordnung war möglich, das war auch der große Vorteil. Ja. Wenn ich richtig rechne, sind die 2586 in der Gesamtzahl nicht enthalten. Also das ist hier jetzt, das war die Gesamtzahl der Adressen. Dann haben wir 2,5 ungefähr, ja, das stimmt, genau, 47.912 sind die, an die wir Briefe geschickt haben. 6.900 waren nicht zuständig. Für die Oberzahl vielleicht 50. Also 50.000 Adressen hatten wir zur Verfügung. Genau. Danke. Okay. Gut, dann lassen Sie mich gleich zu den Ergebnissen kommen. Und zwar zunächst wollen wir uns mal anschauen, was hat der Brief per se für einen Effekt. Einfach nur, dass ich irgendeinen Brief bekomme. Man weiß ja gar nicht, ob die Leute den Brief lesen oder nicht. Also, das war die Anmelderate. Wir schauen uns 50 Tage nach der Briefaussendung an. In diesem Zeitraum passiert das meiste, danach passiert eigentlich nichts mehr, deswegen 50 Tage. In der Gruppe, die jetzt keinen Brief erhalten hat, gab es eine Anmelderate von 0,81%. Das waren nämlich diese spontanen Selbstanmeldungen. Während in der Gruppe, die einen Brief erhalten hat, war eine Anmelderate von 7,66%. Das wirkt jetzt sehr, sehr gering, entspricht aber in etwa dem Durchschnitt dessen, was typischerweise ein Brief auch bringt, ja? Also was sozusagen historisch auch die Zahlen waren. Also das heißt, wir können zunächst einmal das erste Resultat festhalten, Briefe führen ganz stark zu einer Erhöhung der Anmeldungen. Wir haben uns das ausgerechnet, der durchschnittliche Nettoerlös eines Briefes pro Jahr, das heißt, was man an Gebühren bekommt pro Jahr und sozusagen die Kosten dieses Briefes ist 15 Euro. Warum wirken Briefe so stark? Das ist unsere Interpretation. Ganz klar, also Briefe erinnern einfach mal an die Pflicht, dass man diese Gebühr zu zahlen hat. Sie senken gewissermaßen auch die Kosten der Anmeldung, weil ich dann nur mehr ausfüllen muss und das wegschicken. Das Antwortkuvert ist schon frankiert. Sie dienen sowas wie als Anschubs, das zu machen. Und Briefe signalisieren auch ganz wichtig, dass die Behörde aufmerksam geworden ist. Das ist das, was ich gemeint habe, und man weiß, man ist am Schirm der Behörde. Okay, also Briefe wirken immer sehr stark. Nun geht es jetzt darum, diese unterschiedlichen Messages, unterschiedlichen Botschaften, die wir geschickt haben, wie wirken die?
können wir also sagen, dass soziale Strategien genauso wirken wie diese rechtliche Drohung. Hier zeige ich Ihnen, da müssen Sie ein bisschen Nachsicht mit mir haben, das sind leider die englischen Bezeichnungen, ich sage es aber gleich dazu. Hier sehen wir die Anmelderaten in den einzelnen Briefgruppen. Ja. Und zwar, das ist der Standardbrief, da haben wir eine Anmelderate jetzt von, diese 8,62 sind jetzt bezogen auf die gültigen Adressen, ja. Das sind die abgezogen, wo wir das, was nicht zustellbar war. Also wir haben den Standardbrief, den Brief mit der Drohung, den Brief mit der sozialen Information, den Brief mit Moral, also moralischer Appell, und dann diese Briefe haben sozusagen beide Botschaften enthalten, Drohung, Information und Moral. So, und was soll jetzt dieser Pfeil hier? Das zeigt einfach, dass das statistisch signifikant höher ist. Also das heißt, überall dort, wo eine Drohung im Brief war, sind die Anmelderaten drastisch gestiegen. Also signifikant gestiegen. Sie sind natürlich noch immer nicht sehr hoch, da sind ungefähr bei knapp unter 10%, aber trotzdem ist es ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Standardbrief. Das heißt, diese Abschreckungspolitik, die funktioniert. Das ist mal die Botschaft, die wir daraus ziehen können. Was jetzt die anderen Gruppen anlangt, da werden wir jetzt noch dann genauer darauf eingehen, aber Sie sehen schon, Information oder moralischer Appell hat weniger Wirkung. Ja? Da gibt es kaum einen Unterschied zu den einzelnen, zum Standardbrief. Gut, also wir können festhalten, die Anmelderaten in den Gruppen mit Drohung liegen 15% über den Anmelderaten in den anderen Gruppen. Was ist unsere Interpretation? Abschreckungspolitik ganz klar funktioniert. Was ist das jetzt in Zahlen? Was kann man sagen? Es ist ein Anstieg im Nettoerlös pro Brief um ca. 2,50 € im Vergleich zum Standardbrief. Und wir sehen auch, die Drohung, das ist vielleicht auch wichtig, führt zu einer schnelleren Antwort. Also die Leute sind schneller in ihrer Rückmeldung, das bedeutet, sie melden ihre Geräte früher an als in anderen Gruppen. Wie sieht man das? Hier sieht man die Wochen, ich lasse es nur ganz kurz hier oben. Man sieht hier die Wochen, also 0 ist sozusagen der Zeitpunkt, wo wir die Briefe ausgeschickt haben. Und sie sollten innerhalb von 2 Wochen antworten. Also eigentlich sollten wir alles hier beobachten. Ja, was ist jetzt in dem Drohtreatment? Da sehen wir tatsächlich diese Spitze an Anmeldungen genau bei der 2-Wochen-Marke. Also da halten sich genau alle an diese 2 Wochen Frist. Während in den anderen Briefbotschaften, also Information, Moral, ja, also das ist der Standardbrief, da melden sich die meisten so nach 3 Wochen erst und zögern das raus. Ja. Also ganz klar, Drohung wirkt deutlich und sie wirkt euch dazu dafür, dass man schneller antwortet. Okay. Nun kann man sich fragen, sind das jetzt nicht nur minimale Effekte? Ja, weil wir natürlich jetzt von wenigen Prozentpunkten reden, wo wir die Anmelderaten erhöhen können. Ungefähr werden 300.000 Briefe pro Jahr ausgeschickt. Ja, damit können wir ungefähr rechnen. Und wenn wir jetzt annehmen würden, dass wir statt dem Standardbrief nur diesen Drohbrief schicken und alle sozusagen mit dieser Keule, drohen, dann würde sich das so auswirken, dass wir ungefähr 750.000 € mehr an Erlösen hätten für die GIS, und das ist natürlich nicht ganz relevant. Aber, und das ist der wichtige Punkt hier, man muss sich immer vor Augen halten, man kann nicht immer leere Drohungen machen. Man muss natürlich auch die Politik dahinter ändern, in dem Sinne, dass man eben stärkere Kontrollen braucht. Und das kostet. Das heißt, wir haben einerseits zwar eine hohe Wirksamkeit dieser Abschreckungspolitik, aber damit verbunden natürlich auch hohe Kosten. Das ist immer das Problem. Gut, deswegen gehen wir eben zu der Überlegung, naja, können wir aus den anderen Briefbotschaften beobachten, dass es auch mehr Anwendungen gibt. Und da sehen wir ganz klar, der moralische Appell funktioniert nicht. Und zwar interessanterweise gibt es hier auch sogar einen negativen Effekt, wenn man sich die ersten 30 Tage anschaut, dass es in der Gruppe weniger Anmeldungen gibt, als in der Gruppe, wo es den Standardbrief gibt, also wo man den Standardbrief geschickt hat. Was könnte eine mögliche Interpretation sein? Naja, wir schreiben ja schon Personen an, oder wir versuchen ja die Personen, die bisher noch nicht gemeldet sind, dazu zu bekommen, sich anzumelden. Das sind aber schon die Schwarzseher, die sich aus irgendeinem Grund bisher noch nicht angemeldet haben. Und das könnte natürlich sein, dass die genau diesem moralischen Appell eben nicht zustimmen, dass sie eine andere Moral haben. Und wenn man dann so eine Norm betont, der man nicht zustimmt, dann führt das zur Ablehnung. Ja, das bezeichnet man auch mit dem Wort Reaktanz. Und ein ganz wichtiger weiterer Aspekt könnte sein, dass genauso ein moralischer Appell
dazu führt, dass die Menschen denken, naja, wenn die Behörde jetzt schon irgendwie eine Moral appelliert, dann kann es ja wohl mit der Durchsetzung nicht so weit her sein. Also dann haben die offenbar keine besseren Mittel zum Gesetzesvollzug. Und insofern meldet man sich dann eher nicht an. Gut, die Frage ist nun, wie steht es um die Wirksamkeit sozialer Information, sozialen Normen? Und da habe ich ja das Bild gezeigt, wo man in dieser Gruppe mit der sozialen Information es keinen merklichen Anstieg gab in der Anmelderate. Aber die Sache ist hier nicht so einfach, denn wir haben eine bestimmte Information hier transportiert, nämlich die Information, dass 94% der Haushalte angemeldet sind. Ja, aber diese 94% kann jetzt unterschiedlich wahrgenommen werden von Menschen. Es mag eine Gruppe von Menschen geben, die jetzt denken, okay, 94% Wahnsinn, also ich hätte viel weniger erwartet. Insofern treibt das meine Erwartung nach oben der sozialen Norm. Ja, ich denke, es sind viel mehr Menschen, die sich daran halten, als ich das erwartet hätte. Also der Fall 1 ist, dass sich Menschen denken, wow, nicht nur 50%, sondern sogar 94% zahlen. Und wenn jetzt meine Erwartung sich nach oben drückt dadurch, dann sollte ich selber auch mehr bereit sein, mich anzumelden. Also das sollte eigentlich dann dazu führen, dass wir mehr Anmeldungen beobachten. Aber es könnte auch der zweite Fall sein. Es könnte auch beim Menschen so ankommen, dass man sagt, nicht 100% zahlen, das müssen doch alle angemeldet sein. Gut, ich bin es jetzt vielleicht gerade nicht, aber eigentlich müsste das so viel mehr sein. Das heißt, meine Erwartung war eigentlich, dass fast alle zahlen, und 94% ist zwar hoch, aber trotzdem nicht das, was ich erwartet hätte. Und in dem Fall denke ich mir, na gut, wenn nicht alle anderen zahlen, ist das für mich jetzt eigentlich eine negative Information und ich bin also weniger bereit, mich auch anzumelden. Das heißt, hier ist es ganz schwierig, sozusagen die Wahrnehmung der Menschen genau zu kennen, ob sie jetzt in den ersten Fall sozusagen fallen oder in den zweiten Fall. Und je nachdem wäre ihre Reaktion unterschiedlich. Also was wir gerne wissen würden, ist, was sich Personen, die diesen Brief lesen, eigentlich von vornherein erwarten, wie hoch denn die gesamte sozusagen die Anmelderate, also die angemeldeten Haushalte in der gesamten Population sind. Ja, das sind die Erklärungen dafür, warum das unterschiedlich wirkt, auf die bin ich eigentlich vorher schon eingegangen. Das Verhalten anderer ist ein Signal über die Rechtsdurchsetzung. Wenn ich mir denke, okay, nur 94% sind es, dann kann es mit der Rechtsdurchsetzung nicht so weit her sein. Wenn ich mir denke, wow, es sind immerhin 94%, dann denke ich mir, das ist offenbar wichtig, mich auch anzumelden. Gut, was wir also wissen wollen würden, ist die Erwartung, die Menschen haben, wenn sie diesen Brief lesen, aber die wussten wir nicht. Ja, und es war uns leider auch nicht erlaubt, danach zu fragen, weil dann hätten die Personen ja gewusst, dass sie in einem Experiment vielleicht teilnehmen. Und das war wichtig, dass sie das eben nicht so wahrnehmen. Gut, also um diesen Effekt der sozialen Information aber sozusagen fundiert zu testen, müssen wir dazu ein Hilfsmittel verwenden. Und wir haben ein Hilfsmittel gefunden, nämlich wir haben eine repräsentative Umfrage gefunden eines Meinungsforschungsinstitutes, ein paar Jahre zurück, aber die hat genau diese Erwartung abgefragt. Was erwarten sich den Menschen, wie hoch denn zum Beispiel die Schwarzseherrate ist? Aber nicht nur die Schwarzseherrate, sondern auch wie viele Leute kein Öffi-Fahrschein haben und so weiter. Und was wir da finden, ist, dass in Regionen, wo die Schwarzseherrate wirklich sehr hoch ist, die Leute auch erwarten, dass es sehr hoch ist. Also die Erwartung hängt sehr stark damit zusammen, wie die tatsächliche Faktenlage ist. Also Personen haben einen sehr guten Eindruck darüber, wie wirklich sozusagen wie hoch die Rate an Gesetzeshinterziehern ist. Und deswegen haben wir dann diese Erkenntnis zur Hilfe genommen und uns einfach die Reaktion auf die Briefe in Gemeinden angesehen, wo die Schwarzseherrate sehr hoch ist und in Gemeinden, wo die Schwarzseherrate niedrig ist. Und in Gemeinden, wo die Schwarzseherrate sehr hoch ist, können wir davon ausgehen, dass die meisten auch durch diese soziale Information 94% zahlen, ja, einen positiven Schock ihrer Erwartungen kriegen. Also dass sie denken, ja, ich muss mich jetzt auch anmelden. Während in den Gemeinden, wo die Schwarzseherrate sehr niedrig ist, die Menschen auch erwarten, dass es sehr niedrig ist, dieser Brief eigentlich umgekehrt wirken sollte. Hier noch ein kurzes Bild eben zu dieser repräsentativen Umfrage. Die
die Frage war, wie häufig kommt Schwarzsehen in Österreich vor? Und hier haben wir diese Balken und wir haben hier abgetragen die tatsächlichen Schwarzseherraten. Also das sind Gemeinden, wo die Schwarzseherrate unter 5% liegt, das sind Gemeinden, wo sie über 30% liegt. Und jetzt schauen sich die grünen Balken an, das ist die Antwort, naja, es kommt sehr selten vor, dass Leute schwarz sehen. Und das stimmt sehr stark überein mit der tatsächlichen Rate. Also bei unter 5% Schwarzseherrate glauben auch die meisten Menschen, dass sehr wenige schwarz sehen. Und bei über 30% Schwarzseherrate glauben mehr Leute, dass es öfter vorkommt. Ja, also das ist ein Bild dazu, dass die Erwartungen ziemlich genau mit dem übereinstimmen, was tatsächlich der Fall ist. So, wir haben, das möchte ich Ihnen jetzt aber nicht im Detail sozusagen zumuten, wir haben dann ein statistisches Modell geschätzt, das eben unterschiedliche Effekte in Gemeinden mit hoher und niedriger Schwarzseherrate aufdecken kann. Und was wir gefunden haben, ist tatsächlich etwas, was konform ist mit unserer Erwartung, nämlich diese soziale Information, 94% haben angemeldet, steigert die Anmeldungen in Gemeinden, wo der Schwarzseheranteil sehr hoch ist. Also das ist eigentlich die gute Nachricht. Soziale Information, wenn sie an die Richtigen transportiert wird, wirkt. Ja, was wir aber sehen, ist, dass es eigentlich nicht wirklich universell wirkt, ja, sondern eben nur bei der richtigen Zielgruppe. Und das ist so ein bisschen im Gegensatz zur bestehenden Literatur. Also die Frage ist, kann man daraus jetzt ein Politikinstrument ableiten? Dieses Politikinstrument nennen wir Erwartungsmanagement, also einfach durch Information die richtigen Erwartungen zu fördern. Das ist theoretisch machbar, aber praktisch schwierig zu implementieren, wie wir gesehen haben, weil eben einfach von vornherein es eine bestimmte Heterogenität gibt bei Menschen und die Information dann einfach anders wahrgenommen wird. Okay, zum Abschluss möchte ich Ihnen noch drei weitere vielleicht interessante Punkte präsentieren, nämlich zur Wirksamkeit dieser Abschreckungspolitik. Wir haben gesagt, es war eigentlich die wirksamste Politik oder die wirksamste Strategie, die wir eingesetzt haben, aber sie verursacht hohe Kosten. Könnte es vielleicht sein, dass es aber noch andere negative Auswirkungen gibt von dieser Abschreckungspolitik? Beispielsweise, dass Menschen dann ausweichendes Verhalten zeigen, also dass sie vielleicht dann schon ihr Gerät anmelden in dem Fall, aber sie haben ja die Möglichkeit, dass sie statt dem TV-Gerät nur das Radiogerät anmelden. Ja? Und das wäre ja auch nicht sozusagen gesetzeskonform, sondern wäre ausweichendes Verhalten, können wir das also feststellen. Und jetzt nur im Vergleich, so im Schnitt ungefähr 93,5% melden den Kombivertrag Radio und TV an und nur Radio wird nur von 6,5% angemeldet. Aber wie sieht das jetzt in unseren Briefgruppen aus? Da sehen wir bei der Drohung, das ist die Veränderung im Vergleich zum Standardbrief. Also bei der Drohung melden 8% mehr nur den Radio an. Ja? Und das heißt, das ausweichende Verhalten ist nicht von der Hand zu weisen. Ja? Gut. Wie sieht es mit Vertragskündigungen aus? Es ist vielleicht so, dass die so einen abschreckenden Brief bekommen haben, sich vielleicht zunächst einmal anmelden, aber dann eben sehr stark sich wieder nach einem halben Jahr zum Beispiel abmelden. Und da sehen wir auch, dass in den Gruppen, die eigentlich so eine Drohung erfahren haben, die Abmelderaten auch wieder viel höher waren. Das heißt, die langfristigen Effekte dieser Abschreckungspolitik sind gar nicht so klar. Es gibt auch wieder viel ausweichendes Verhalten und viel Abmeldung. So, und ganz zum Schluss noch so ein bisschen ein weiterführender Gedanke, nämlich wenn ich so eine Abschreckungspolitik verfolge, könnte es vielleicht sein, dass das negative Auswirkungen auch schon ehrliche Personen hat, die jetzt so einen Brief bekommen. Ehrliche Personen, in unserem Fall, haben ja ihr Gerät bereits angemeldet, bekommen aber aus irgendwelchen Gründen trotzdem diesen Brief, weil sie zum Beispiel den Namen geändert haben. Und für die Behörde ist es sehr wichtig, die rauszufiltern. Ja? Dann kann man nämlich viel effektiver wirklich die Schwarzseher anschreiben. Das heißt, für die ist die Information, ich bin schon gemeldet, ich habe nur einen anderen Namen, sehr wichtig. Das heißt, auch diese Rückmeldungen sind für die Behörde wichtig. Allerdings, diese Personen, Haushalte müssen zwar antworten, haben aber keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten, wenn sie es nicht tun. Trotzdem können sie antworten, weil sie möchten, dass eben die richtigen Schwarzseher
schwarze Schritt werden. Und die Frage ist nun, wenn wir so eine strikte Abschreckungspolitik verfolgen, hat das vielleicht negative Konsequenzen für die, die schon ehrlich sind. Ja? Und da gibt es eben die Idee dahinter, also von Samuel Bowles, das ist auch ein Ökonom und Anthropologe, der sagt, wenn die Politik auf egoistische Bürger ausgerichtet ist, kann das die Moral für alle anderen zerstören. Ja? Weil einfach von der Natur aus man eher sozusagen vielleicht in einer kooperativen Gesellschaft lebt, mit einer hohen Moral, und dann wird man aber von der Behörde ständig sozusagen darauf aufmerksam gemacht, gibt es strenge Strafen und so weiter, verdrängt das dann vielleicht die Moral. Und deswegen war diese Untersuchung auch wichtig, um zu sehen, ob so eine Abschreckungspolitik vielleicht negativ auf die wirkt, die schon ehrlich sind. Und da können wir uns in unserem Fall, und das ist der Vorteil von der Studie, auch die anschauen, die geantwortet haben, obwohl sie es gar nicht müssten, nämlich die, die schon ehrlich sind. Und da sehen wir, dass die Drohung zumindest keinen negativen Effekt auf die hat. Das sind also die Rückmelderaten von in den einzelnen Gruppen von Personen, deren Geräte schon angemeldet waren. Und da sieht man jedenfalls, dass die Drohung sogar ein bisschen stärker dazu führt, dass sich die Personen zurückmelden. Also jedenfalls keine negativen Effekte. Das ist auch eine gute Botschaft in dem Fall. Aber soziale Information und moralischer Appell hier und hier haben einen negativen Effekt im Vergleich zum Standardbrief. Also hier gibt es weniger Rückmeldungen von bereits Ehrlichen. Das ist wiederum die schlechte Nachricht. Repräsentativ, weil es müssen aber nicht nur Personen sein. Das sind sogar viel höhere Personen sein. Also das sind jetzt die, da muss ich vielleicht kurz was dazu sagen, wie diese Zielhaushalte ausgelegt werden. Und zwar, wenn wir jetzt hier schauen, von allen, die ihren Brief bekommen haben, war so der Anteil derer, die sich zurückgemeldet haben und gesagt haben, ich habe schon einen Vertrag, ungefähr bei 29%. Das ist eigentlich viel mehr, als die sich anmelden. Und das entsteht dadurch, dass die Behörde bekommt die Meldedaten, ja, gleichen die ab, aber es können ja in einem Haushalt verschiedene Personen gemeldet sein. Und da gibt es immer bestimmte Ungenauigkeiten. Also insofern bekommen viel mehr Leute einen Brief, als eigentlich gerechtfertigt wäre. Ja. Also von daher, also repräsentativ ist es auf jeden Fall, weil es sozusagen diese Zielhaushalte, also sozusagen ein Querschnitt aus allen österreichischen Gemeinden. Das war nicht irgendwie konzentriert und wir haben uns auch zufällig zugeordnet zu den einzelnen Gruppen, also insofern ist das schon repräsentativ. Okay, gut, also das Resultat, das letzte, das ich Ihnen präsentieren möchte, ist, dass die klassische Abschreckungspolitik zumindest keine unerwünschten Effekte auf bereits gesetzestreue Haushalte hat. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Okay, warum wirken in dem Fall soziale Information und moralischer Appell eher negativ auf bereits Ehrliche? Naja, das könnte wieder damit zu tun haben, dass wenn wir so soziale Normen anspielen, es immer den Gedanken gibt, naja, die Behörde hat offenbar keine anderen Mittel, um das Gesetz durchzusetzen. Also es ist sowas wie ein Zeichen für eine Durchsetzungsschwäche der Behörde. Gut, lassen Sie mich zusammenfassen, was wir aus unserer Studie ableiten können. Ganz allgemein, natürlich ist das jetzt im Rahmen von Rundfunkgebühren erhoben, aber es gibt auch ähnlich gelagerte Studien im Bereich so wirklich Einkommensteuern. Allerdings können die Effekte nicht so genau präzisieren wie wir. Aber man kann trotzdem in Summe gewisse Konsequenzen daraus ableiten. Und zwar die erste Konsequenz ist leider diejenige, dass der Homo economicus doch lebt, weil das Einzige, was wirklich ganz stark wirkt auf Menschen, ist, dass man die Entdeckungswahrscheinlichkeit und die Strafhöhe betont. Und das setzt offenbar die richtigen Anreize, zumindest für jene, die bewusst schon gegen das Gesetz verstoßen, also die bis jetzt Wahnsinn waren. Wir sehen, dass wir mehr Rückmeldungen haben insgesamt von allen Haushalten, dass wir mehr Anmeldungen haben, dass wir schnellere Rückmeldungen haben und auch keine negativen Effekte auf ehrliche Haushalte. Allerdings beobachten wir auch mehr ausweichendes Verhalten und mehr Vertragsabmeldungen wiederum. Das reduziert den Effekt ein wenig. In Summe ist aber trotzdem sehr positiv und das große Problem, das dabei natürlich entsteht, ist, dass solche Strategien sehr kostenintensiv sind. Offenbar können wir diese Kosten also nicht wirklich vermeiden. Moralischer Appell funktioniert gar nicht. Wir haben da offenbar entweder die falsche Norm angesprochen oder die falsche Moral angesprochen oder eben die Erkenntnis ist
ganz klar, diejenigen, die das Gesetz hinterziehen oder das Gesetz nicht beachten, haben eben eine andere Moral. Gründe dafür könnten sein, dass eben eine Moral zu appellieren ein Zeichen von Durchsetzungsschwäche ist oder eben, dass man andere Moral hat. Und die soziale Information, das ist sozusagen der letzte Punkt, die ist, hier sind Tippfehler, ist nur bedingt als Instrument der Rechtsdurchsetzung geeignet. Also wenn man die richtige Information an die richtigen Personen transportiert, dann funktioniert es. Also wenn die Information die Erwartung über die soziale Norm in die richtige Richtung lenkt, gibt es positive Auswirkungen für die Gesetzestreue, aber eben insgesamt ist es relativ schwierig zu implementieren, weil man nicht genau vorhersehen kann, ob jetzt eine Information für eine Person positiv oder negativ wirkt. Gut, vielen herzlichen Dank an der Stelle. Ich bin am Ende meines Vortrags angelangt und danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und Diskussionen, gerne hier und dann auch danach im Foyer. Vielen Dank.